Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur PK nach dem 2:1 Sieg bei Paris Saint-Germain. Und wie immer, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und damit würde ich sagen, Abfahrt. Ich sehe das erste Handzeichen, linke Seite. Das ist Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Bergmann! Herr Kompanie, Sie sind ja nach dem Abpfiff für einen 100-Meter-Sprinter auf den Platz gestürmt. Können Sie das auch noch mal in Worten beschreiben? Was hat dieser Sieg jetzt Ihnen bedeutet? Und ja, das wäre es. Ja, einer von Ihren Kollegen hat gesagt, hat eingeleitet in die Frage und hat die Worte genutzt, Arbeit und Emotion. Und dieses Gefühl hatten wir am Ende von dieser zweiten Halbzeit, schon auch die erste Halbzeit, aber Arbeit und Emotion. Und dann am Ende schaffen wir das gemeinsam. Ja, das ist natürlich, wir hatten uns natürlich gewünscht, dass wir wie in die erste Halbzeit zu 11 weitermachen, aber dann am Ende musste das so schaffen und ich glaube, das gehört auch zum Fußball. Und wichtig auch jetzt ist, dass ich hoffe, dass es Hakimi schnell wieder besser geht, dass es nicht so schlimm ist. Wir wollen das nie. Also wir haben das letzte Saison auch erlebt in Amerika mit Jamal Musiala und diese Momente sind einfach nicht schön. Also wir hoffen, dass Hakimi ganz schnell wieder gesund wird. Ja, ich mache mal ein anderes Standbild, das war nicht schön. Natürlich hoffen wir das, alles Gute, ja. Und zum Spiel, ja, warum man da die Emotion hatte, mir geht es ja genauso. Ja. Einfach nochmal, weil man sieht, dass diese Mannschaft, ja, eine Mannschaft ist einfach, ja. Und nochmal, das war heute nicht Tuffershausen, das war Paris, ja, wo man in der zweiten Halbzeit zu 10 gespielt hat und einen Abwehrschlag geschlagen hat und sie gewonnen hat. Und das für eine Mannschaft, die das eigentlich nie tut. Ja, und deswegen ist das für mich das Meisterstück. Dazu die erste Halbzeit, wo man die klar bessere Mannschaft war. Ja, also es kann 3-4-0 stehen und dann kann sich Paris auch nicht beschweren. Ja, wir haben 1:1 im ganzen Platz gespielt und ja, einfach das Meisterstück der bisherigen Saison, das muss man so klar sagen, ja. Und ich denke, das war heute auch nochmal ein Stepper und auch, ja, dass die Mannschaft merkt oder jetzt das Zutrauen auch hat, ey, wir können das auch, wenn es sein muss. Und das nochmal gegen eine Mannschaft wie Paris. Ja. Also, Hut ab. Dankeschön. Dann in der Mitte, Handzeichen, please, ja. Bonsoir, Monsieur Compagnie, Dominique Sérac, le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets tactiques que vous aviez Good evening, Mr. Company. Could you maybe give us some of the secrets to your performance today? Geil. Endlich ein Harry Kane als Dolmetscher. I like it. What did you say to your players and what did you look for in terms of opportunities to beat this team? I think there aren't really secrets. You've got to win the tackles. You've got to always be ready to push forward. And you can never underestimate the threat levels that Paris Saint-Germain can pose. It's all about maintaining rhythm. And it's certainly not easy when you're playing against Paris Saint-Germain. They are players that run a lot, that press high, and I don't think there are any real secrets to give away about how to beat a team like this. We did what we could today, and the first half was very satisfactory. The second half, we had to show a different side of ourselves. Ja, gibt's nichts hinzuzufügen. Ja. You'll be keen not to get too far ahead of yourselves. It's still early on in the season, but top of the table, 16 wins out of 16 in the league, gone to the Champions League holders and won. You must be feeling pretty confident about your Bayern team and their chances of doing really well in this tournament this year. Yeah, I think for me the main thing is, and I say it a lot. I speak about the players. I say when there's hype, please don't believe it. You're not that good. And when there's the drama of you've lost a game or you've had a bad performance, don't think you're that bad. You're not that bad.
So that's something that I keep always with me. Now we've won 16. From tomorrow onwards, it's back to 0. And we have to win the next game. And then I know that the Champions League winner is not decided now. Otherwise, PSG would have, would not have won the Champions League last season. So now it's about getting to the next round, and we made a very positive step, and keep putting us in position where, in the right moment, we have to fight for trophies. But now was a very important 3-point, more important than anything else. But I will say that the side of defending with 10 is another token that we have to take with us into the season. Yes. Ist ja, was ich gerade auch schon gesagt habe, ne? Man hat jetzt einfach gesehen, dass wir das können, und zwar auf diesem hohen Level. Ja? Wenn es sein muss, können wir eine Halbzeit, selbst mit einem Mann weniger, uns dagegen stemmen und eine Offensive wie es Paris oder eine Mannschaft wie Paris, die technisch stark ist, die schnell ist, so verteidigen, wie wir es verteidigt haben. Also. Und das ist ja, was ich letzte Saison so moniert habe, das ist halt auch ein Stilmittel, was du vielleicht auch mal benötigst. Gerade wenn wir dann im Hinblick auf K.O.-Spiele mal schauen. Ja? So, da musst du diese Sache drauf haben. So, da kannst du nicht immer einfach blind dann weiter pushen. Du musst halt auch diese Art drauf haben. Und das haben wir diese Saison schon gezeigt, dass wir da auch mal 2 Gänge rausnehmen können, auch in der Bundesliga ein bisschen dosierter und den Gegner dann auch mal 20 Minuten den Ball geben und sowas, ja. Aber jetzt nochmal so eine Abwehrschlacht. Ja. Deswegen ja meine Aussage Meisterstück. Und das war es heute aus meiner Sicht. Zurück zur einzigen deutschen Stimme nochmal, Klaus Bergmann. Aber da quatschen wir auch nochmal am Montag im Stream drüber. Bitte. Herr Kompany, wie bewerten Sie jetzt den heutigen Abend von einem Luis Diaz, der 2 Tore macht und dann im Prinzip das Spiel war ja ein ganz anderes. Und wir haben ja heute 2 Spiele in einem Spiel gesehen. Wir wissen, dass die Bayern super angreifen können, aber so gut verteidigen. Sind Sie ein bisschen überrascht oder wie glücklich sind Sie darüber? Also überrascht total nicht. Ich versuche es gut zu erklären. Ich meine, man hat es diese Saison schon gesehen, dass es besser ist wie letzte Saison, ja. Logisch, aber dass wir so, nochmal, das war ja Paris und nicht Duffershausen. Also, ich bin da schon ein bisschen positiv überrascht natürlich. Aber ich habe schon ganz oft gesagt, und wissen Sie, letzte Saison haben wir in Leverkusen ein bisschen Kritik bekommen, weil wir haben 90 Minuten verteidigt. Das war nicht unser Wunsch. Aber wenn die Mannschaft, die Gegner sich das verdient oder eine Situation wie heute mit dieser roten Karte, dann möchte ich auch, dass wir das genießen, dass wir verteidigen müssen. Das gehört dazu. Und wir trainieren das eigentlich ganz oft, obwohl wir nicht oft tief verteidigen in die anderen Spiele. Aber wir trainieren Tiefverteidiger wahrscheinlich mehr als unsere Pressing. Und deswegen war das nicht überraschend. Aber natürlich möchte ich am Ende, dass wir spielen wie in die erste Halbzeit. Und was jetzt in der zweiten Halbzeit passiert ist, dass das einfach Ergebnismomente sind. Und deswegen sind wir froh. Back to the right side. Yes, please. Give a hand sign. Ja, sorry. J'ai pas répondu à la deuxième partie. Ja, zu Diaz. Schwierig. Ist ein ganz ehrlicher Junge. Er hat natürlich nicht versucht, die Spieler zu verletzen. Am Ende geht Hakimi raus. Das ist natürlich schade für Hakimi und das wollen wir nicht. Aber was soll ich sagen, dieses ganze Spiel wird gespielt auf höchster Intensität. Das ist ein Moment, wo er vielleicht müde ist. Und diese unglücklichen Momente können dann passieren. Und ich habe nicht gesehen, dass er einen Spieler verletzen will. Aber natürlich ist es passiert. Und dann ist mein einziger Wunsch, dass Hakimi nicht zu lange raus ist und dass er ganz schnell wieder fit ist. Now, please, yeah. Bonsoir, coach. Dunia Mesli pour ATS en français, oui, s'il vous plaît. Ce soir, vous avez parfaitement bloqué les latéraux du PSG. Tonight, the wide players were well blocked by Bayern players like Hakimi. It was part of your tactical approach and was certainly a big part of your performance, but it was also shutting down players like Vitinha. It feels like you went into a lot more details with your tactics. Can you give us an insight into some of those elements tonight? Yeah, these are games that really
are decided by small details. There were a couple of moments where we lost the ball and Paris Saint-Germain all of a sudden showed threat and started pushing forward and created chances from those moments as well. And there were a couple of moments where we created chances in those situations too, but we really had to maintain the intensity levels against this PSG side, and as a result, it's a little bit less about the tactics. It's something that we've become used to try and approach games like we did against Paris Saint-Germain, but we know that these small moments can be so decisive, and there were 3 or 4 moments where we did really well to take possession and pose a threat ourselves, but these are all little elements of a whole match over 90 minutes, and it's difficult then to really determine whether it was a good performance or a bad performance, but it certainly turned in the right way for us. Next time we'll hope to have 2 halves of football with 11 players on the pitch. You said that hard work was certainly a proponent of your performance. Is it the fruits of your labor that you see a player like Harry Kane is being celebrated for his goals, but Das ist so geil, ey. Harry Kane. So stark, der Besetzer, ey. Gefällt mir. You look at the hard work he put out on the pitch today, always willing to chip in on the defensive end as well. Ja, aber alle, nicht nur Harry Kane. Ne? Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Also alle haben den Willen gehabt und haben geackert und gerackert. Yeah, Harry Kane, in his younger years, played in midfield, so he knows these situations, and so for him it's natural. For maybe everyone else it's a bit surprising, but he's used to playing in positions like that since the age of 13, and so maybe today he had to maybe decide to focus only on one aspect of the game. But one thing is certain, you cannot play against Paris Saint-Germain with one passenger. You have to play as a complete team, and only then do you have a chance. Ja. Ja. En français, bonsoir coach, Achille H pour BFM. Qu'avez-vous pensé du match de Joshua Kimmich et Pavlovic? So what was your general assessment of the game and of Joshua Kimmich? Und Pavlovic. I don't know if you've seen the numbers, but I think he put in about 14 kilometers of distance on his account, and that's something I didn't do over my entire career, covering that type of distance in a game. I have to say, the midfielders of Paris Saint-Germain probably put in similar yards. But yes, we definitely had to break the lines, and it was good to show that we were capable of that. And then when we were defending, they had to break lines too. It was important for us to show that we could do that. Okay, last row, yes, please. Bonsoir coach, Xavier Monferrand de Radio France. Hier, vous nous parliez en conférence de presse du collectif, de 2 équipes extrêmement. Yesterday you talked about the collective, the fact that both teams have a very strong collective and a very special team spirit. Ja, auch das muss man auch mal sagen. Ja, auch bei Paris hast du das gesehen. Dass das nicht so ein irgendwelche Spieler sind mit irgendwelchen Starallüren oder sonst was, die man so aus so anderen Top-Mannschaften kennt. Also auch da hat man gesehen, dass es eine Mannschaft ist, aber wir waren einfach die bessere Mannschaft heute. Do you believe that it was the collective effort that really came to the fore with 10 and 11? No, that's not quite how I'd put it, and I don't want to put it that way. Yes, it's about the collective, but it's about the individual talent as well. And even if you take out someone like Upamecano or Lima, who won all those challenges with Barcola, for instance, then it really is only possible to survive as a collective. You've got to also rely on these individual qualities as well. And it was tight in the USA. Those who saw the game in the Club World Cup
would have seen that it was a very tight match, and today was the same. I think what we have to know and take away from this is that when two teams with a similar idea meet, then it can end in fireworks, Ja, but we can't determine who it's das haben wir auf jeden Fall versucht, das Feuerwerk in der ersten Halbzeit. going to end in favor of. Last one, okay. Oh, there's one last question. Merci. Saïd Hamda pour Squad. J'aimerais qu'on revienne. Déjà, félicitations pour la victoire, c'est mérité aujourd'hui. So congratulations on the victory. Parce que vous étiez à côté, je pense que vous aviez vu. Est-ce que selon vous, ça respectait un petit peu le jeu? I just want to go back to the moment involving Luis Diaz. Demandez à vos joueurs de se battre sur tous les ballons. Et si vous aviez un message pour Achraf Hakimi, et si vous avez aussi parlé à votre joueur, je suppose qu'il regrette. What's your message to Achraf Hakimi? How did you see the situation? What did you tell your players? Ja, hat er doch schon alles erzählt. Ja, ist doch alles gut. Also brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich glaube, Luis Diaz ist ja vieles, aber mit Sicherheit kein Spieler, der irgendwie absichtlich einen anderen Spieler verletzen will. Also. Und natürlich war es unnötig, unglücklich. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ein bisschen übermotiviert vielleicht, ein bisschen müde. Alles gut. Ja, passiert halt. So ist Fußball. Ist uns letztes Jahr mit Musiala genauso passiert. Wünscht man keinem Spieler. Wie gesagt, auch von meiner Seite gute Besserung und hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm, wie es bei Jamal war. Und ja, das ist Fußball, Alter. Did you tell your players to fight for every ball? And did you have a chance to talk to Luis Diaz? I think you've already given the answer in your question. He certainly didn't go in extra trying to hurt the opponent. He tried to win the ball. It's a shame for Hakimi. Ja. And it happened right in front of my eyes. But of course, it's difficult for me to see the incident in real time. And then, of course, I judge how it impacts. Gegen mir genauso. Habe ich ja auch in meiner Analyse gesagt. Also so beim ersten Blick habe ich gesagt, jo, alles klar, Foul, gelbe Karte, alles gut. Wenn man dann die Wiederholung ein, zwei Mal sieht, ja. Nochmal, wenn du mit der offenen Sohle so reingehst, auch wenn du nicht triffst, ja, was zwischen den Beinen war, die offene Sohle, nimmst du das aber natürlich in Kauf, ja, irgendwo, so, dass da was passieren kann. So. Also deswegen unnötig. Deswegen rot, verdient, so, braucht man nicht drüber diskutieren, denke ich, wenn man die Vereinsbrille mal abnimmt. Und natürlich, dass er dann da das Bein da so einknickt, das ist natürlich super unglücklich. So, das war jetzt nicht irgendwie ein Scherenschlag, dass er ihn da umnieten wollte oder was. Ja. Dumme Aktion, schlecht umgesetzt, dann super unglücklich gewesen für Hakimi. So ist es halt. My team, and then of course I saw Hakimi on the floor. I saw he was in pain, and for me the most important thing is that he quickly recovers. It was just the same with Jamal Musiala in our team. Ja. I hope that he can quickly get back to showing his talents for his club, for his country. It's a sport played at a very high level. It's not always straightforward, and it's not always easy to avoid these moments. I just hope it's not too bad. Danke fürs Kommen. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. See you, bye. Leute, damit beende ich es auch einfach. Rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.